willkommen zu der 11. Folge. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 11. Super Mario Odyssey, Chris und Raffi. Von den Nerdy Birds! Yay! Im Geekstübli! Und apropos Birds, uns tanzt auch gerade ein Bird auf dem Kopf rum. Wir hoffen, er erleichtert sich nicht gerade auf den Schnauz von Mario. Oder auf unserem Schiff. Schau mal. Was ist das da? Hat jemand Vogelfutter ausgestreut? Geht weg da! Geht alle weg! Geht alle weg! Füttert nicht die Tauben! So, jetzt müssen wir uns natürlich wieder umziehen. Weil das Kostüm gehört zu diesem Land. Und das brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Nein, das wollen wir nicht. Weg. 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 Ups. So, wunderbar. Haben wir nicht mal mehr Klamotten gehabt? Ja, was ist echt passiert? Man weiß es nicht. Der Raffi ist schuld. Wir haben es gerade vorher schon davon gehabt. Genau, Wir lassen es jetzt einfach. genau. Wir gehen Also weiter. vorher, in der letzten Folge, das letzte Mal. Ja, genau, wo wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Ja, es ist nicht der 18.11. gewesen. Aber das ist jetzt alles gut, weil wir gehen jetzt ins nächste Land und schauen, was uns erwartet. Wir haben 62 Monate. Jawohl. Jetzt kommen wir Oh! ins... Yes! Endlich! Geil! In die Großstadt. In die Großstadt. In die Großstadt. In die grosse Großstadt. Oh, cool. Sehr skeptisch bin ich gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das im Trailer gesehen habe. Ja. Okay. Das nicht wahrhaben. Weil ich gefunden habe, das gehört sich einfach nicht. Aber eben, ich würde sagen, wir schauen es einfach da zusammen. Genau. Ich bin schon ganz gespannt auf das Land. Ja, ich habe jetzt freue mich. auch in meinem privaten Spielstand schon ein Video nicht mehr gespielt, das Land. Und darum bin ich jetzt auch... Ich freue mich wieder. Es ist eines der grössten Level, glaube ich, wo du am meisten machen kannst. Ich bin auch, habe mich sehr bla, bla. lange drin verweilt. Ja. Du kannst auch mega viel machen dort, das ist natürlich schon so, ja. Bla bla bla, wissen wir alles, interessiert Lieber Blum, uns wir sind nicht. Kings. Genau. Weißt du noch, in der ersten Was? Folge haben wir ihn vorgelesen. Du, warte mal. Hä? Dudes. Oh, okay, gut. Attack! Auf das haben wir schon lange gewartet. Jawohl. Er ist entschlossen wie noch nie. Gehen wir go fighten. Gehen wir fighten! Oh, schau, du siehst die episch. Sachen, die er zusammen geklaut hat. Zack. Hat hier diese echt auch Kanonen? Schiessen! Wow, schau, wie er kommt mit seinem harten, geilen Zylinder. Jawohl. Er ist schon schick angezogen, also so einen Ja. schicken Bowser haben wir noch nie gehabt. Nein. Er sieht easy schick aus. Easy schick. Easy schick. Nicht shabby schick. Nein, easy schick. Wolkenland. Das Wolkenland. Ah, yes. Können wir jemals wieder dahin, falls wir da weg sind? Ja. 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 Really? Yes. Dass du so etwas weißt. Tja. Wuhu, ja, wuhu. Hat es ja keine versteckte Secrets? Jetzt gerade noch nicht. Hat es kein Sekret. Oh, ich finde auch seine Schuhe so lässig. Willst du auch soltig? Ja. Ai. Und wie seine Hose. Er ist ein bisschen gross. So, wow, er ist wirklich gross. Also vom Amiibo sieht er deutlich kleiner aus. Komisch, hä? Wenn du den in einer Hand hebst. Bla bla bla, du wirst nicht meine Plan durchkreuzen. Easy peasy, ich kämpfe gegen dich. Und nicht, oh, es ist so wunderschön. Es ist dort auf der anderen Seite Und so passiv. Ich kann nichts machen, ich bin nutzlos. Ich bin einfach nur schön und begehrt. Oh hey, das ist Cheaten. Hallo? Es hat vor allem Spikes dran, was ist das da? Voll uncool. Hut gegen Hut. Okay. Come at me, bro. Hi. Oh, ich mag das. Ich mag das. Ja, wir wissen es, wir sind cool. Ah. Wow, bro. Ja, du, ich weiß es gar nicht. Gib ihm Herz! Hi. Batz! Oh, seine Frisur ist cool, fast wie meine. Ja, gell? Einfach schön noch. Naja. Nimm die Violette. Willst du, dass ich sterbe? Ja. Wieso? Ich will in einer Niederlage. Ich hab gemeint, Während in einer ich hab Niederlage gemeint, wir sind direkt Kollegen. anschauen. Ja, ich habe gemeint. Oh. Ah! Das ist ein Minecraft-Böllerli. Das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an Super Mario Galaxy. Batz. Perfekt, ja. Jawohl. Ich
finde, perfekt ist so ein starkes Wort. So. Ja, schon. Aber ich meine, ich habe bis jetzt noch kein Leben verloren und... Perfekt! Perfekt! Yeah, boy! Schau, wenn er schaut. Das No! habe ich gar noch nie geachtet, so beim Spielen selber. Ja, weil du am Spielen bist dann, ja. Ja. Das macht schon Sinn. Hoppa! Ah! Ja, schmeiß nur. Ja, lach! Ich komm dich kaputt machen! Oh, oh. Oh, und? Oh, zu früh. Gut gemacht. Ja, das ist, wie Physik funktioniert. Ich knalle gegen mein Schiff und dann gehe ich aufs Schiff drauf. Ja. Lassen wir gelten, oder? Ja, es ist Super Mario, es ist okay. Es Ja, ist es ist absolut okay. wirklich okay. Ich meine, schau mal die hohen Schmalzlocke, die er hat. Kein Wunder, wo den Peach heiraten. Sie steht auf Badasses. Ja, das So sieht schon ein bisschen einfach so ist aus. es, ja. Hat er eigentlich... Lebt sein Hut auch noch? Im Sinne. Ja. Ich meine, er kann ihn auch schmeißen. Und der Hut scheint wieder zu ihm zurückzukommen. Oh. Raffi, no! Mario! Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber der Dude, der an Mario die Stimme gibt, glaube der Peach auch die Stimme. Nein. Ja, also es ist mal so gewesen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Er ist ein Voice Actor, der kann das. Er gibt allen Mario-Charakteren die Stimme, soweit ich weiß. Nein. Am Mario, am Luigi, am Waluigi, am Wario. Genau. Oh Mann. Verlorenes Land. Jetzt sind wir natürlich abgestürzt und sind nicht dort gelandet, wo wir wollen. Und was ist mit unserem Schiff los? Es funkelt ein bisschen, hä? Oh, ungünstig. Oh, wo sind wir denn da gelandet? Ai, unser Schiff ist am Arsch! Natürlich, wir wissen ja, wir können es reparieren, wenn wir einfach genug Powermönd finden. Also, wir wissen, was wir zu tun haben. Was passiert, wenn wir das da machen? Ah, okay, gut. Verlängern wir die Zeit, ist kein Problem. Aber jetzt ist meine Frage, kommen wir trotzdem ins Schiff rein? In dem Fall nicht, hä? Kommst du über das ins Schiff hin, nicht nur Ja. über vorne dran? Ja. Nein, es ist absolut futsch. So cool, wie er verrußt ist. Ja. Generell, auch wenn du dich im Sand rumrollst, dann nachher hast du... Sandra. Hast Sandra. Und. Es ist wirklich cool gemacht. Da hinten hat es doch irgendwo noch Münzen gehabt, habe ich gemeint. Oh, was ist das? Oh. Yes. Was ist das? Was ist das am Boden? Da hat es einen Schlüssel. Aber Oh, dort kommen wir noch nicht verstehe. ran. Wieso nicht? Ja, wie willst du dort hinkommen? Wir können in diesem Sumpfzeugs nicht landen. Ach, stimmt, ja. Oh, bist du ein Pro, Bro? Gell? Ich bin ein Pro-Bro. Ein Robot-Pro-Bro. Ah, ein Münzli. Eine Munzeli. Ein Munzeli. Hoppala. Ja. Ich das bin war der umgebunden. Tarzan. Oh, ja. Das hat nicht funktioniert. Nein, das ist auch nicht, was ich will. Ah, Chris, was machst du überhaupt? Ich Man hab das Gefühl- zeigt auch ein bisschen Spiel. Was soll das? Ja. Wir machen ein Let's Play, nicht ein Let's Kasperli. Ah ja, genau, apropos Kasperli. Das erinnert mich an die vorherige Frage, die ich dir mal stellen wollte. Wie stehen deine Eltern oder sind deine Eltern zu deinem Game gestanden bisher? Hast du bessere Überleitungen gemacht im Fall? Apropos Kasperli! Das Ja, du bist erinnert ein mich an meinen Vater! Okay! Oh, nein, warte mal, er hat unseren Hut geklaut. Wow! Du Schweinegesicht. Das erinnert mich eher. Wow. Okay, gut, ja, fang an zu erzählen, Raffi. Ja. Ich hole unseren Hut zurück und du erzählst, wie das es bei dir Unsere angefangen hat Eltern mit dem mit dem Gamen. Gamen und... Also du kannst von deinen Eltern Also erzählen, ich sag's mal erzähle so, von die vielleicht unseren Podcast gelost haben, also wahrscheinlich wenige von euch, wir haben das Thema eigentlich schon mal thematisiert. Also hört auf unseren Podcast. Also ich glaube, es ist dort mehr darum gegangen, wie das wir angefangen haben zu gamen. ja, aber ich meine das, jetzt mehr so ein bisschen... schneidet sich eigentlich ziemlich. Ja, bei dir, ja. Bei mir nicht. Nicht? Nein. Ah, ja, es ist schwierig. Schau, es ist so, mein Vater, der hat einen NES gehabt, der hat einen Gameboy gehabt, ich habe immer schon Spiele um mich herum gehabt. Ja. Unter anderem Super Mario. Oder? Super Mario war mein Held gewesen, schon immer. Und zwar noch vor der 64, mit dem Super Mario 3 vor allem. Weil das so ziemlich das einzige Spiel war, das ich einfach spielen durfte. Nur noch ganz kurz, schau mal. Der weisst ja, oder? Ja. Aber hast du den auch gewusst? Da? Wow. Gell?
Hast du wieder etwas gelernt? Sorry, ja, erzähl weiter. Ja, Also du hast einfach durch deinen Vater können anfangen zu gamen. genau. Und natürlich habe ich jetzt nicht den ganzen Tag dürfen spielen, aber wenn es möglich war, habe ich das. So, also im Ferienhaus bei uns hat es. Oh, nicht schlecht. Hat es eben die NES gehabt, der Vater hat sie dort gelassen, mit einer ganzen Kiste voll Spiel, wo ich oft eben hauptsächlich das Mario 3 können spielen und keine Ahnung, wahrscheinlich, ich glaube, ich habe es gar nicht über die erste Overworld rausgeschafft. Okay, ja. Also, ja, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ja, ist auch verdammt schwierig. Ja, wirklich. Also wenn ich es jetzt spiele, denke ich so, okay, so in 5 Minuten bin ich dort, wo ich als Kind nach Stunden noch nicht war. Aber ich habe dann immer 2 Spieler gespielt, Ja, dass noch der Luigi erst können, he? der Lucci. Der Luigi. Weil ich das Gefühl habe, ich hätte mehr Leben. Ja. Ist ja so gewesen, eigentlich, oder? Weil ich abwechseln erst können. So habe ich es eher ein bisschen weiter geschafft. Ist es überhaupt der Luigi gewesen? Nein, es war der Mario gewesen mit in grünen Klamotten. Ja, hat etwa gleich ausgesehen, ja. Aber es war schon der Luigi. Gewesen, Ja, hätte sollen den Luigi darstellen. Und dann habe ich gedacht, wow. Genau. Dann habe ich gedacht, Angsthase Luigi. Sondern einfach ein normaler Luigi. Genau, auf den Mario in grünen Klamotten sozusagen. Das wäre auch noch cool, da wenn du das als Klein kennst haben. Yes. Wow. Ja. Wirklich angefangen hat es dann, wo man Nintendo 64 selber hatte. Nein, ein bisschen vorher, als ich einen Gameboy bekommen habe. Ja. Da sind wir, glaube ich, mal, ich habe irgend so einen Gameboy gehabt, der noch eine japanische Aufschrift hatte. Ja, aber die Frage ist eigentlich mehr, was halten deine Eltern vom Gamen? Ah, das war die Frage. Ja. Gute Um Frage, das geht es, ja. Eigentlich. Ah, okay. Nicht Der Rest interessiert mich nicht. heute jetzt, in diesem spezifischen Fall schon nicht. gut, mich auch. Nein, wirklich. Bist ruhig. Ja, sie haben akzeptiert, also die Mutter hat es akzeptiert, dass es gibt. Ja. Sie war aber eher die, die gefunden hat, ich soll abstellen und sofort abstellen. Und etwas von Speicherpunkten hat sie nicht gewusst. Und darum habe ich natürlich gesagt, ja, ich muss noch speichern. Sie hat das ab und zu geglaubt, ab und zu hat sie auf den Stecker gezogen. Ah, ist geil. Das ist der Klassiker, das kennen Hast du das wirklich gemacht? Ja. Wow. Ja, hallo, meine ich als Kind, hallo, da musst Herz Stimmt, sein. ja, bei dir hat man Herz sein. Da musst Herz sein, also Entschuldigung. Und ja. Und mein Vater, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr wirklich der Gamer, also. Okay. Damals, in dieser Zeit, ist das natürlich revolutionär gewesen, was da passiert ist mit der Konsole. Und das hat dann auf mich überfährt. Ja. Also zum Beispiel, er hat auch, er hat sich Zelda Ocarina of Time geholt. Ich bin aber der, der es durchgespielt hat, irgendein ist. Ja. Oder also er selber nicht. Ja, ich mag mich erinnern, als ich mal bei euch war und wir haben es gespielt zusammen. Und danach hat er so, ist gar nicht so gut wie das, was ich früher gespielt habe. So, ja, okay, das mag schon sein, aber Ja, er war ein bisschen grumpy gewesen. wahrscheinlich. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen so ein, das war mal mein Spiel gewesen und jetzt spielen jetzt da die Kinder und... Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht meins ist besser gewesen, als ich früher hatte. Genau. Aber ich meine, das sind die Diskussionen, die du ja generell immer hast, oder? Das sind die Leute, die früher... die damals auf dem Super Nintendo gespielt haben, die haben das Gefühl, ja, jetzt kommen die mit ihrem 64 und haben das Gefühl, ihr so Ocarina of Time ist besser als unser Link to the Past. Link to the Past ist der Hammer. Es ist fantastisch, es sind zwei komplett unterschiedliche Games, also sie können beide hure gut sein, sie müssen nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Nein, vor allem ist es der gleiche Titel. Also. Ja, es ist immer noch Zelda, ganz genau. Und das verstehe ich, eben, ich verstehe den Krieg nicht, also warum sollten wir gegeneinander kämpfen, wenn wir eigentlich das gleiche Game geil finden? Hankerum finde ich jetzt zum Beispiel die Diskussion mit Breath of the Wild und den ganzen 64 Spielen, das ist schon eher etwas anderes. Da kann man schon eher darüber diskutieren. Ist es jetzt noch ein Zelda, ist es kein Zelda und. Wobei wir beide einstimmig sind, dass es immer noch ein Zelda ist und wir sind Gott froh, haben wir das bekommen. Absolut, ja. Aber für jetzt wirklich solche, die vielleicht den Anfang von Zelda mitbekommen haben und dann irgendwann okay gefunden haben, dass plötzlich 3D ist, finden es vielleicht jetzt schon ein bisschen einen zu viel. Ja, Mit es ist Recht. Andererseits, eben, aber das haben wir ja auch schon besprochen. Vor allem, wenn sie auch kein Gamer mehr sind, sondern einfach hier Zelda gespielt haben und sich jetzt nochmal geholt haben, weil es Zelda ist. Ja. Oder? Also, andererseits ist Breath of the Wild eines der pursten Zelda, die wir hatten in Jahren. Ich meine, es ist so sehr ein fernab von der Zelda-Game. fehlenden Story.
Story fehlt nicht. Ja, Es ist Story einfach gibt es einfach nur, wenn alle Erinnerungen findest. Aber eben, ja. Ja, aber ich meine, das Original hat auch keine grosse, krasse Story gehabt. doch, it's dangerous to go alone. Ja, eben, ja. Das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt. Item, wie stehen deine Eltern zum Gamen? Achtung, 2 Blättchen. Ja, ich sehe es. Meine Eltern, sagen wir es so, mein Vater war relativ gleichgültig, gewesen, schon immer. Und, mal so Gut. gelangt. Ja, musst du nochmal. Ja. Mein Vater war relativ gleichgültig in dem Ganzen. Er hat einfach so, ja, ich verstehe es nicht so wirklich und so, das ist dein Zeug. Aber meine Mutter hat es aktiv, Ah, was hat sie? sie, haha, sie hat es aktiv nicht so geil gefunden. Und, Aktiv nicht so geil gefunden. ja, sie hat es wirklich nicht so gefühlt. Und das habe ich schade gefunden. Also, finde ich immer noch schade. Mittlerweile hat sie es, glaube ich, ein bisschen mehr akzeptiert, aber es ist wirklich so ein bisschen... Sie sieht den Sinn dahinter nicht, oder? Ja, hast du schon mal probiert, sie irgendwie zu sensibilisieren? Ja, aber also halt, ich habe vor langer Zeit aufgegeben, das ist... Schon. Ja, ich meine, darum habe ich auch so spät angefangen eigentlich, oder? Weil ich habe als Kind ja wirklich nicht eine Konsole hatte und das geht jetzt auch wieder zusammen mit der Story, wie ich angefangen habe zu gamen, oder? Ich habe dann von der Kollegin die Konsolen bekommen, damals das erste Mal. So lieb. Genau, und Gott segne dich, jawohl. liebe Und das war Nachbarin. wirklich eigentlich cool gewesen von ihr. Aber ja, dann wir da mal schnell unser Flüger-Outfit kaufen. Damit wir da schön ausgerüstet sind für das Level. Währenddem der Raffi schaut, dass unsere... Oh, du hast überzogen, Chris. Ja, wer ist die schuld? Technik. Dermassen. Der Alarm ist nicht abgegangen. Ja, jetzt gute Glück. Gut, wunderbar. Dann ich tun wir da an dieser Stelle gerade wieder pausieren. Ich laufe jetzt da ganz schnell... Ah nein, warte, ich kann noch den Sticker noch kaufen. Stecker. Der Sticker, das ist wichtig. Forgotten. Wenn wir schon aus Versehen Isle. irgendwo... Isle? Isle. 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 Die vergottene Isle. Wer ist die Isle? Du hast die Isle vergottern. Vergottern. Ich tue die Isle vergöttern. Tada! Ah, warte, dann kaufen wir da den Mond gerade noch schnell und dann nachher... Umwändeln. Den wir noch ein bisschen möndeln. Ja, Ja, wie to the moon and back. genau. Einfach Here um we das go. Thema noch schnell abschließen. Mein Vater mehr oder weniger gleichgültig, aber mittlerweile hat er akzeptiert, dass es ein Hobby ist wie das andere auch, oder? Weil ich meine, er tut Hobbys bändeln. Ja, eben, Aber genau. meine Mutter ist mehr so ein bisschen, ja, okay, offenbar scheint es dir zu gefallen, aber ich sehe es noch nicht so gerade. Der wir doch gerade da neben der Kollegen stehen. Cool ist er. Coole Pose. Brille hat er. Ja, wirklich da. Mit einem schönen Sonnenuntergang, der sich nicht verändert. Wunderbar. Ja, Ja, es ist ein bisschen warm da rein. Ja, Ja. Gut. In dem Dem Fall. Schönen Abend miteinander. Abend. Ein schöner Sonnenuntergang. Genau. Enjoy the sunrise. Easy Jazz. Bye bye. Sunrise ist der Sonnenaufgang, gell? Ja. Das andere ist Sunset. Sunset. Kannst du das reinschneiden? Warte schon. Nein. Enjoy the sunset. Ist gut? Nein, mach ich nicht. Bitte. Du hast schon den Kugelwille falsch benannt. Ah, musst du das jetzt noch erwähnen?